Und dann geht's weiter hier bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ja Leute, willkommen zurück. Ich muss ganz kurz, ein bisschen ruhiger hier Naruto, dankeschön. Muss mich erst noch entschuldigen, dass der Part des dritte, zum Glück hat er Hinata dabei, dass der dritte Part so verspätet kommt, der bereits am 27. kommen soll. Autsch. Konnte aber nicht, weil, aus mehreren Gründen. Grund Nummer 1, also sprich der vom 27. War Hilfe. War derjenige halt, der sich halt über Weihnachtsfeiertag aufnehmen wollte und dann war irgendwie PSN down. Ja. Ich weiß zwar noch nicht genau wieso. Gewisse Gerüchte besagen, dass ein Hackergroup dahinter stand, weil auch Xbox Live irgendwie down war, aber PSN, also sprich Sony, wollte dazu nichts sagen. Die haben einfach gesagt, ja, es gibt irgendwelche Ausfälle, jetzt geht's wieder. Aber das war eben leider erst nach dem Feiertag und so kurzfristig konnte man leider nicht mehr aufnehmen. Dann jeder hatte noch andere Probleme, dann wollte ich ein Großspiel noch gestern für heute aufnehmen, also sprich am 28. aufnehmen, deswegen habe ich auch einigen noch gesagt, ja kommt doch, ich bin dann online und nehme Naruto auf. Aber dann hatte ich das nächste Problem, das war Glück. Das nächste Problem, und zwar war bei mir irgendwie der Internetzugang komplett down. Das lag daran, da war auch ein bisschen Buffy. Weil irgendwie um 12 Uhr mittags ging alles noch, jetzt eine halbe Stunde später nichts mehr. Nicht so, hä, was ist jetzt los? Telefon, Internet, TV, alles down, weil das läuft nie alles im gleichen Provider, alles über Kabel. Sprich alles über den Fernsehanschluss. Und ja, das Verrückte war beim Provider, war irgendwie der Hauptrouter-Defekt, also sprich durch einen Stromausfall mit dem USV und so, gab es einen Rückkopplungsschaden und da bestimmte Bestandteile des Hauptrouters beschädigt, wenn man noch mehrere Netzwerkkomponenten davon betroffen. Ebenfalls so mal die offizielle Angabe meines Providers, ja. Ebenfalls deswegen der Grund, warum ich nicht mehr online kommen konnte, weil das Problem war sogar, also, sag ich mal so, Fernsehen, dementsprechend normales Internet ging irgendwie um, ja, 6 oder 8 Uhr abends zunächst wieder, eine halbe Stunde später dann nicht mehr. Telefonie ging den ganzen Tag nicht mehr, TV ging dann ein paar Stunden später wieder, aber Internet, das sind glaube ich erst heute früh wieder, deswegen muss ich ganz kurz hier Booms, den Kampf beenden und musste ein bisschen frühzeitig aufnehmen, sprich die Aufnahme kommt jetzt für den dritten Part hier. Ziemlich kurz früh und kann deswegen sein, dass es ein bisschen später kommt als 17 Uhr. Meine Fresse. Was für ein Kampf, was für ein Ärger, was für ein Stress. Aber immerhin trotzdem gewonnen. Auch wenn ich das, was ich eigentlich machen wollte, nicht machen konnte. Tja, und das, was ich machen wollte, war ein bisschen, also das ursprüngliche Thema dieses Partes sollte ja die Beziehung zwischen Naruto und Hinata erklären. Ja, toll, Shiso das Gegner und schlecht. Immer noch sehr hatte ich vertreten, dass du Shiso in Itachi, natürlich weiterhin schnell, Shiso sowieso, oder? Vor allem natürlich mit so einem normalen Jutsu, dass man ziemlich gut spammen kann, dass man so ein bisschen guckt, was ich mache. So, gut ausgewichen. Das könnte noch spannender Fight werden, Leute. Ja, was wollte ich gerade sagen? Eigentlich das Thema, genau. Nicht noch was ganz anderes kurz. Ich bin heute am 29. Dezember, falls ihr noch gegen mich fighten wollt, bin ich, also vorausgesetzt natürlich, ich habe keine technischen Schwierigkeiten wieder, bin ich dann am Abend wieder unterwegs, hier online, und zwar natürlich aus dem Grund, um noch die restlichen Part 4 und Part 5 aufzunehmen und auch sonst natürlich, falls ihr noch gegen mich zocken wollt. So. So dazu. Wow, Hilfe! Wow, das war knapp. Genau. So, jetzt dazu, jetzt zum eigentlichen Part-Inhalt. Wenn man vielleicht im Thumbnail bereits sieht, es geht um das Thema, oder wie gesagt, die Beziehung halt zwischen Naruto und Hinata. Ja, Beziehung kann man natürlich in vieler Hinsicht erwähnen. Was vor allem jetzt deswegen, weil, oder gar nichts, weil er halt zum Stand am 29. Dezember 2014 ist nicht nur der Manga bereits abgeschlossen, seit über einem Monat, sondern auch, mit einem nicht ganz, der ist jetzt ein Höhepunkt in Japan zumindest. Wow. Jetzt geht es mehr auch darum, dass ja in Japan bereits am 6. Dezember war, erschien ja der neueste Naruto-Film, The Last, Naruto the Movie. Und dort, also sprich, das Ganze handelt ja 2 Jahre nach dem 4. Großen Weltkrieg. Mehr möchte ich das so nicht groß sagen, weil wegen Spoilergefahr und so. Müsst ihr, wenn ihr einen Kommentar dazu schreiben wollt, bitte mit Spoiler-Hinweis, damit die anderen überlesen können, weil es nicht unbedingt
wissen wollen. Ja, das Thema halt Beziehungen Naruto-Hinata ist sowieso kompliziert, oder? Mein Naruto war ja ursprünglich immer in Sakura verliebt, das wussten wir in Shippuden eigentlich nicht mehr so genau, weil dort hat sie ja ihm ihre Liebe gestanden, das war nur aus dem Vorwand, damit er nicht mehr nach Sasuke sucht. Trotzdem war es irgendwie so und dann irgendwie bei Naruto wusste man es nicht so genau, hat es keine Gefühle mehr für Sakura, also sprich kein Liebesgefühl mehr für Sakura. Oder aber hat er da einfach nur gesagt, weil er halt gemerkt hat, dass sie ihn eigentlich nur angeflunkert hat, oder ja halt Notlüge war. Ja, das Thema Hinata, Sakura wollte gerade sagen, Hinata Naruto ist sowieso ein spezielles Thema, weil ja halt Hinata, die war ja schon immer in Naruto verliebt und hat ja auch am Ende, stimmt nicht ganz, hat sie ja auch als Pain Konoha angegriffen hat und ja, als im Kampf kam zwischen Naruto und Pain, hat Hinata Naruto gegenüber auch ihre Liebe gestanden. Aber Naruto hat darüber eigentlich nie wieder ein Wort verloren, hat Typi, wir haben gleich den Kampf beendet, also weiß schon, dass ich jetzt gewonnen habe, so wie es aussieht. Mach gleich auch und Kombi! Was? Das gerade, das sieht so aus, als könnte ich auch einen Ultimate Jutsu starten und er war jetzt doch zuerst. Ja, so ist es aus, links oben ist der Wagen noch nicht ganz aufgeladen. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Aber cooler Move. Die Power der Uchihas. Ja, verloren. Schade, schade, schade. Also eigentlich die ganze Zeit mal zeigen will, ist halt das Kombinationsjutsu von Naruto und Hinata, was eigentlich noch ganz geil aussieht. Und eben zum Thema Beziehung Naruto-Hinata noch ziemlich gut passen würde. Vielleicht dann hier im dritten Kampf gegen das Team Hokage, okay. Aber kein Edo Tensei Team, interessant. Mal gucken, was hat er drauf? Was hat er drauf? Wie kämpft er überhaupt schon wieder? So, das funktioniert soweit schon mal. Hilfe, kein Chakra mehr. Hinata, hilf! Nein! Ja! Die Kombi ist einfach ganz geil, wenn Hinata halt den Gegner blockiert und du kannst nachher grabben oder kannst irgendwelche Super Jutsus ausführen. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Und natürlich, der ist sowieso ein Klassiker. Der Schildbrecher, wobei es eigentlich ein Defensebrecher ist. Ah, lieber momentan echt. Der ist echt geil, die Attacke. Und Kombi-Time, klappt sogar. Meine Stärke ist im Fluss. Phönix-Attacke. Sieht echt geil aus, wa? Genau, darum ging es mir eigentlich in diesem Part hauptsächlich, um mal diese Attacke hervorzuführen und immer das Thema Hinata, Naruto ein bisschen einzugehen. Ich meine, natürlich schon ein schwieriges Thema, war. Grundsätzlich ist es so, wenn man jetzt mal auf das Verhältnis von seinen Eltern, also später von Narutos Eltern, zurückführt, ist es ja meistens so, oder ja, das genau formulieren, man sagt eigentlich öfters, dass halt sich die Söhne eigentlich immer die Frau aussuchen, die wie ihre Mutter sind, war. Aber hat geblockt. Okay. Puls, Feuer, Wasser, nicht schlecht. Ei, muss das wehtun. Also eigentlich sieht es ja viel zu wenig ab dafür, dass es so eine krasse Attacke wäre. Ja, wie dem auch sei, wie gesagt, eigentlich sagt man immer, dass sich halt die Söhne die Frauen aussuchen, wie ihre Mutter sind und so, das ist ja schön und gut. Da müsste man ja eigentlich hierbei sagen, dass am Schluss halt Naruto und Sakura ein Paar werden, war. Andererseits, ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema, war. Wie gesagt, Hinata, Naruto und man sieht ja, es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass doch irgendwie Naruto sich auch zu Hinata hingezogen fühlt. Das ist jetzt halt meine Frage an euch, was denkt ihr, was wäre jetzt echt das bessere Paar? Naruto und Sakura oder halt Naruto und Hinata oder gar ein ganz anderes, man könnte Naruto und Tenten und Naruto und Ino geben. Da gibt es ja ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, einfach mal so, die zwei Pairings hier sind doch, glaube ich, die berühmtesten. Rang C, naja.
geht ja eigentlich trotz allem noch, wa? Mal schauen, was man mit diesen beiden Frauen noch machen kann. Ja, ja, Naruto und Sakura und Hinata. Ich spreche es deswegen an, weil wie gesagt, ja, Naruto und Hinata hatten halt diese Szenen da, als Pain angegriffen hat, aber im 4. Shinobi-Weltkrieg, das erwähne ich jetzt deswegen mal, weil wie gesagt bereits im japanischen Anime zu sehen war, gibt es ja auch eine Szene, wo Naruto im Kampf gegen Madara, das bereits erwähnen, oder wäre es doch ein zu großer Spoiler? Ich sag's mal so, es sieht nicht sehr gut im aus, geht gerade um die aktuelle Folge, die gerade, wie gesagt, kurz nach Weihnachten sogar war. Genau. Sieht nicht allzu gut um ihn aus und ja, Sakura ist da dabei, ihn zu heilen, sag's mal so. Das ist eigentlich nichts Besonderes und so, von dem her kein großer Spoiler. Diejenigen, die es trotzdem wissen, worum ich, oder wissen, was ich genau meine damit. Das ist auch so eine Szene, wo man sagen könnte, ja, wird Sakura das für jeden machen oder tut es das eben nur, weil sie doch irgendwelche Gefühle für Naruto hat? Kann man jetzt so oder so sehen. Ja, wie gesagt, das ganze Thema ist sowieso ein bisschen komplex, weil lese öfters im Internet, es gibt die und die Szenen, weil also das Thema im Grunde genommen von Kishimoto selbst ist bereits gelöst. Das hat er bereits, elegant vielleicht nicht, aber er hat sie bereits im Manga bereits und auch im Film The Last, Naruto Movie hat es auch schon bereits aufgelöst, ist ausgehen wird. Und da gab es ja auch viele Stimmen dagegen, weil ja, die einen Fans sind halt Naruhina-Fans, sagen wir halt so, Naruto Hinata, und die anderen sind eher Narusaku-Fans, also Naruto und Sakura. Das ist eben die Frage, welches davon ist jetzt wirklich das richtige Coupling, oder hätte Kishimoto besser gar keins davon genommen und Naruto einfach einsam quasi sterben lassen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich persönlich würde sagen, er hat es von dem her elegant gelöst, weil es ist nicht so, wie es eigentlich standardmäßig immer ein bisschen so sein sollte. Trotzdem war es irgendwie vorauszusehen, dass es so kommen könnte und ja, einfach noch ein interessantes Ende, obwohl ja das Ende von so einem Manga, gut, von Film weiß ich jetzt nicht genau, vom Manga war ja schon ein bisschen sehr abrupt, wie er es beendet hat. Da blieben noch offene Fragen übrig. Man weiß zwar, es wird nochmal eine Nachfolgeserie geben, aber dass dort noch großartig Fragen gelöst werden, bin ich eher ein bisschen skeptisch. So, genug von ganz Gequatsche. Jetzt zurück zum Kampf. Hier mit Naruto und Naruto-Style natürlich. Und es klappt perfekt. Wenn wir gerade mal bei dieser Abschlusssequenz sind, was ich auch noch gerne machen würde. Neue Attacke, cool. Was ich eigentlich in den letzten 2 Parts auch gerne machen will, ist noch gerne verschiedensten Kombi-Jutsus zu zeigen, wie es so gibt. Also natürlich nicht alle, das sind 2 Parts zu wenig, aber sicher mal noch ein paar epische. Danke! Ja, natürlich schon ein paar gesehen, mit Naruto und Hinata. Naruto, Hinata, Sakura, wir haben bereits die Hokage-Team gesehen, sprich die Generation 1 bis 3. Auch schon Itachi und Shizu. Und es gibt sicher noch ganz viele andere Kombinationsmöglichkeiten, um hier epische ultimative Jutsus vorzuführen. Ja. Und zurück zum letzten Fight. Mit Hinata in der Hauptrolle. Ja, dachten wir so mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wenn mal Hinata in der Hauptrolle spielen war. Mal schauen, ob ich das andere irgendwie hinkriege. Doch ein bisschen anderes Feeling. Mann, Alter! Teamkameraden, den ihr hat. So wird's doch was. Jo, hallo? Verdammt, kein Chakra mehr. Na, zu spät. Nein, das gibt's ja nicht. Okay, ist nicht so einfach, was ich gerne hätte. Und so, okay, der Wurf geht bei ihr so. Ja, so ein bisschen. Von der Defense. Nee, nicht Defense, natürlich von der Entfernung. Dankeschön. Das ist immer so ein kleines Problem. Die richtig abzuschätzen. Ja, Mann, wieso war es ein bisschen näher dran? Hab ich halt an. Nein, jetzt schon wieder. Ey, ich bin rausgewichen. Hallo, L2, geht's klar? Geht der Knopf nicht mehr? Also die Taste. Jetzt klappt's wieder. Seltsam.
Ha, ha, wie es das sagt, ey. Ja, da könnte man auch auf ganz, ganz falsche Ideen kommen. Ja, ich sage ganz, ganz falsch. Hat beinahe geklappt. Dann komm schon, noch ein bisschen blocken. Ja, ist gut, ausweichen und... Kontern! Ja, jetzt aber! Was? Nein! Ah, das ist auch immer so eine Sache, ey. Die Szene dauert noch niemals lang genug und Naruto mit der Bijudaba. Naja, die Mini-Bijudaba wohlgemerkt. Aber klappte trotzdem. Im Schwung vielleicht? Ja, natürlich nicht. Ja, wir machen genau das Gleiche. Großartig. Ja, natürlich, wow, aufs große Reichweite ausweichen. Das klappt echt nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, wa? Haben wir schon? Nein, ah! Haben wir schon noch 2 Minuten? Ja, genau, jetzt! Er kann's mehr, er kann's mehr! Ist klar! Immer totales Fail des Timings, auch Menschenkinder. Was ist das für ein krasses Jutsu? Oh, wie sie schreit. Ja, jetzt kommt der natürlich wieder. Ja, komm schon, das klappt schon. So gut ausgewichen. Ey, ich bin ausgewichen. Mann, ey, es kommt gar nichts mehr. Also, was wieder... Ey, ich hab doch einen Balken dort oben. Ja. Ich sollte vielleicht auch mal offscreen mit anderen Charakteren trainieren, als nur mit Naruto, wa? Mann, ey. So, jetzt aber. Na toll, jetzt war ich gerade... jetzt hat er keinen Tauschbalken mehr voll losschlagen können. Und da ist die Zeit mal um, Leute. Die Zeit auch für diesen Part. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich bin heute am 29. noch online, abends. Und wenn wir noch die restlichen 2 Parts aufnehmen, sprich, ich glaube auch jeweils 5 Kämpfe. Für dann den Abschluss vom On-Let's Play zu Storm Revolution. Den Grund dazu liefert dann im übernächsten Part noch. Bis dahin. Ach, die schon wieder. Nö, jetzt keine Zeit, tut mir leid. Ganz dringend noch ein Part hochladen. Also, tschüss.